An Umsit, du hast den Nico Thiele fir als guck mal enke op Dauer 10 Auer 19, ma ja, dat wir schon so loes Zeit, wo en Joch un den Aperitivkind drosetzen zum Mols wo Jolo schon schocklich wärm. Haiers Nico, wat kannst du da proposéieren? Ich hat versproch. Ich habe versprochen, dass wir giffen etwas schmachen, und das machen wir dann noch lo. Schon eben mal den Schare Lach von den Tudors Geister. Du bringst dir nicht direkt mit so schmacht zu Bursche eine Verbindung. Wo könnt ihr nun hier, Tudors Geister? Also nun könnt ihr von den die Rüstbatter sind Tudors Geister verlangt gehen, als wäre Spotnum. Und nun könnt vom Tudor, den die ersten Batterien zu Rüstbat gemacht wird. Und du wie denen, die national ausgewandert an England, für dort zu produzieren. Und du sind die Röstbatter aber Tudors Geister nach genannt. Die wilde Geister nach von Tudor nach Dowie sind sie Tudors Geister genannt. Und früher war das Spotnum, hat gebraucht für flotte Nummer für den Dorf. Für das Marketing, effektiv, das ist ganz passend. Die Batterien haben du gemacht. Wir Haut machen wir keine Batterien, da gehen nämlich ganz gut Sachen. Was machen Tudors Geister Haut? Da geht dann der Wein, der geht nach zur Röstbat gemacht. Und dann der Wein, also aus der Röstbat, der winkt noch. Aber ein Äpfeljus und geht nach den Hirländer Sirup geht nach gemacht, aber Brandweine. Brandweine noch. Brandwein, du hast da noch einen, das sind mit der Geist. Ja, das, ja, also, auf Deutsch als einer kennt den Chef. Er kennt ihn. Ne? Auf Deutsch als so den Geist für Brandwein. Geist, ne? Geist dafür, das gut für, passt bei den Brandwein. Ne? Und den passt ja gut für die Dörf. Früher sind sie Rose, weil sie so genannt gesehen Haut freuen sich, dass sie einen Hut zu Hunde. Das sind doch die, die UK nehmen. Das ist ja ganz schlimm. Ne? Exzellent. Da haben wir hier den Froh bei George Schilz, Herr Lach, die sieht den Ursprung und dann haben wir hier noch. Wir machen das ganz spontan. Der Bilan vielleicht von dem ersten Tag, war das gut gegangen nach gestern? Ja, das war flott gestern, ja, definitiv. Wieso was besser spät? Wie das ist gut, das ist gut Zeichen. Was tun wir dabei? Wir haben natürlich Brandwein heute dabei. Und es sind einfach auch Weine, die da mit dabei hat. Haut wir auch für zu schmecken natürlich. Ja, genau. Ja, nach dem Früh sind ich kenne die Jus, Anis Weine, wo wir hauptsächlich Weißweine haben und ja, auch ein Pinot Noir. Aber so das kriegen wir da die ganze Serie von verschiedenen Weinen. Von pur klassischen Weinen, von ein bisschen mehr innovative Weine, wo ich dann natürlich gerne schmecken kann. Ja. Soll man vielleicht etwas schmecken? Ich gucke, ob Dauer so suchen. Von der Zweistellig ist dann durch schon etwas schmecken. Ich gebe so einen Trauben-Jus, der könnte gut heute morgen. Sollen wir mal so probieren? Chef, beim Wein, da kannst du rüber, da kannst du den Wein. Ganz spontan habe den George Schilz gerade hier am Stand dabei kommen und dann probieren wir noch etwas für ihr. Guck mal, hier geht es ganz gut den roten Äpfeljus schmecken. Dann können wir aus den aber ja, wir holen, ja, ich gebe so ein. Vielleicht können wir doch etwas erzählen, das sind ganz speziell Trauben noch. Ja, wir haben hier an sich eine Traubenzucht, die wir extra umbauen für den Traubenjus. Für den Jus holen wir einfach eine Traube wie für den Wein, weil da aber andere Eigenschaften gefordert sind, für wirklich eine Top-Qualität zu kriegen. Was ich hören und er sagt, die sind noch nicht gespritzt, die muss noch nicht gespritzt gehen, anders bei der Weintraube, weil das eine Kreuzung ist von verschiedenen Trauben. Ja, an sich, wir den Mehltau, den aus den USA rübergekommen ist, für über 100 Jahre schon. Und da waren also europäische Rebsorten nicht drauf angepasst. Und den Mehltau kennen viele Leute von der Rosen an sich, den Mehltau. Und die tun wir ja am Weinbau. Und heißen an sich Sorten, wo dann oder neue Sorten, wo dann die amerikanischen Sorten mal dran gekreuzt sind, an sich die Robustheit gegen den Mehltau auch mal dran gekreuzt ist. Super, natürlich Produkt lokal von Hai, ich gebe es und da probieren wir das. Und dann noch eine Lösung, du mal davon die Leute schmecken, ich soll nicht einfach wie ihr schmeckt, dann hat die auch als Best-Apps davon, aber die können natürlich auch Lunch kommen. Hier bei Tudors gehe ich da froh, bei George Schilz, die wir dann dabei haben. Ganz intensive, ganz speziell den Traubenjus kennt ihr, du hast noch sind ein paar Noten dabei, wo es sich lohnt, für Haienker bis Lunch zu kommen. Ich so eine vielmals Merci und Tudors gehst da den Charles Lach und den George Schilz, vielmals Merci und du mal da zurück bei dich an das Studio, Camille. Merci Nico, lass dir gut schmecken an einen kleinen Geheimtipp. Schmer doch ein dem George sei Vierderweisen. Das ist ein Gedicht, von dem da bist du hast am Hirsch. So.